ein Mensch kann nicht kommunizieren, das geht gar nicht. Oder? Also wenn du nichts sagst, dann tust du auch kommunizieren. Und das finde ich irgendwie noch eindrücklich. Ja? Also wenn du so überlegst, eigentlich, du kannst gar nicht kommunizieren, weil du hast ja auch eine Botschaft, wenn du nichts sagst. Und das finde ich höchst spannend. Also ich verfolge ein bisschen diesen Ansatz, oder? Vom Watzlawick, weil meine Erwartung der Kommunikation ist einfach, dass man sich öffnen kann, aber dass man den anderen auch nicht überrumpelt. Das ist so eine Art, ja, jetzt hörst du mal, was kommt und nachher tust du reagieren. Also Aktion, Reaktion. Oder? Je nachdem, was du reingibst, kommt entweder weniger zurück oder es sprudelt. Oder ich habe gerade gestern ein Telefon mit dem, dann habe ich einfach angerufen, zum wieder mal, ja, wie geht's dir und so. Und dann bin ich gar nicht mehr zum Reden gekommen. Dann habe ich gedacht, wer hat jetzt wem angerufen? Und es ist irgendwie so, ist noch lustig gewesen, weil es ist so, er hat dann einfach völlig das Gespräch übernommen. Also ich habe eigentlich das Gespräch gesucht und nachher habe ich ja gar nicht mehr müssen eingehen in das Gespräch, weil dann hat er offenbar eine Freude gehabt. Ich weiß auch nicht, dann ist einfach dann hat es gesprudelt und gesprudelt und gesprudelt und gesprudelt und dann hat man Sachen gesagt, die habe ich gar nicht wissen, aber er hat es einfach gesagt und gesagt und gesagt. Und das ist irgendwie auch noch speziell. Aber du kannst auch das Gegenteil erleben, oder? Dass du denkst, hey, das ist jetzt die Idee, wenn ich ihm jetzt anrufe, weil er kann jetzt sicher meinen Input brauchen oder weiss noch. Und dann kommt einfach nichts oder wenig. Oder? Und das heisst, das finde ich das Faszinierende an der Kommunikation. Das ist so, du weißt, du kannst nicht auf den Knopf drücken. Es spielt noch die Tagesform rein, es spielt noch der Biorhythmus rein, wie hat der andere geschlafen, was bedrückt ihn gerade, ist er gedanklich irgendwo anders. Gibt es etwas, was ihn sonst noch beschäftigt oder blockiert oder so. Das spielt natürlich alles rein bei der Kommunikation. Oder? Und für mich als Moderator, wenn ich kommuniziere, wenn ich mit den Leuten auf der Bühne kommuniziere, das ist vielleicht auch das, ich bin weggekommen vom Radio, genau aus dem Grund, weil ich habe das vermisst, das direkte Gegenüber, die Emotionen zu sehen. Oder? Also wenn ich etwas sage, was löst das aus? Ich komme auf die Bühne raus und dann schaue ich mal in die Augen, dann schaue ich in die Gesichter. Und dann haben wir das Jahr 2020, dann kommen wir wieder mit diesen Masken. Also sehe ich nur noch die halben Gesichter, oder? Dämpfer, ja, es ist noch speziell. Und, also mich nimmt es vor allem Wunder, was wird in Zukunft sein. Weißt, gewöhnt man sich an die halben Gesichter, an Stadien, wo Leute verhüllt vor der Bühne stehen? Oder genießt man irgendwann wieder die Zeit, wo dann alles wieder normal ist und schätzt die umso mehr? Genau, ich bin kein Schwarzmaler. Ich denke einfach so als Moderator, ist schon speziell, wenn du dann da oben stehst und du siehst nur die halben Gesichter. Ja. Und weil gerade, also ich habe letztens mit dem Marco Rima geredet und er sagt mir genau das Gleiche, das ist für einen Komiker ist umso wichtiger, oder? Er muss ja auch wissen, wann haben die Leute ein Smile auf dem Ding, wann kommt jetzt gerade ein Lachen bei den Leuten, oder? Dass er das, bei ihm gehört das zum Job, oder? Dass er weiss, jetzt muss ich den Poeten bringen, weil jetzt der halbe Saal hat Nullwinkel schon halb oben und so, jetzt kann ich sie dann abdrucken, oder? Und das kannst du jetzt natürlich das Jahr sehr, sehr erschweren. Aber ja, du musst mich ein bisschen im Zaum behalten, sonst fange ich an abzudrücken. Nein, ist alles gut. Ja, das ist klar. Ich habe jetzt gerne eine Frage zu dem, was du vorher gesagt hast. Du hast mit dem Telefon, das du hast, gestern mit einem, das ist ihm angerufen mit einer gewissen Erwartung von dem Gespräch, nehme ich jetzt mal an. Und wenn er dann dich so mit dem, was er sagt, so fast schon erdrückt, wie empfindest du das? Findest du das nicht auch? Warte mal. Wenn du jetzt jemandem anrufst, dann erwartest du ja fast schon etwas von dem Gespräch. Und wenn er sozusagen das Gespräch an sich reißt und schon fast dich erdrückt mit all dem, was er ausdrückt, wie empfindest du das? Findest du das eher als negativ oder als positiv? Oder wie handelst du das, wenn es vielleicht mal zu viel wird? Also ich höre dann einfach zu. Oder? Vielleicht ist das eine Stärke von mir, ich kann in einen Zug hocken und dann kann ich entweder denen zulassen auf der anderen Seite im Zugabteil oder ich kann wie einen Filter darüber tun. Das ist noch lustig. Also ich kann, also wenn es mich interessiert, ich habe wie so ein bisschen den Radius, oder? So ein bisschen die Dinge.
Je nachdem bin ich voll dabei dort auf der anderen Seite oder ich kann wie eine Klappe drüber tun. Also wie ein unsichtbarer, wie sagst du Hörschutz. das? Ear Ja, Canceling, das verständlich. Kopfhörer Ja. durchsichtig. Kann ich auch machen. Oder? Und das ist noch speziell. Das ist vielleicht, ja, Ja, aber vielleicht, genau das der kann auch ein Modus, Vorteil sein. Wie? was du jetzt da ansprichst, der ist ja dann schon fast nicht mehr eine Kommunikation, weil die ja dann nicht mehr auf beiden Seiten beruht. Wenn nur der eine redet und der andere schon lange abgeschaltet hat, dann ist es ja eigentlich keine Interaktion mehr und somit eigentlich auch keine Kommunikation. Ja, dann ist es einfach ein Selbstbedienungsladen, sage Ein ich jetzt. Monolog. Ja, eigentlich kippt es dann im Monolog rein, ohne dass der andere merkt. Weil er weiß ja nicht, dass das für mich so ist. Also eben, da sind wir wieder bei diesen zwei Seiten, oder? Du hast Sender und Empfänger. Und der Sender, der sendet aus und aus und aus. Und der Empfänger, der braucht vielleicht nur einen Bruchteil von dem, was der andere sendet. Und wäre schon zufrieden damit. Aber ich bin dann nicht unzufrieden, wenn ich mehr überkomme, sondern im Gegenteil, ich kann dann noch mehr auswählen. Also das heisst, das Buffet vergrößert sich einfach, oder? Also es ist so wie, für mich, ich nehme da Nahrung drin. Also für mich ist jedes Gespräch ist Inspiration, ist ein Geschenk, oder? Und mit jedem Gast, den ich in meinen Sendungen habe, da kann ich jedes Mal mich auch bedienen bei Sachen, ja, der erzählt mir einfach, oder, von seinem Leben. Und da gibt es Bereiche, die habe ich genauso erlebt und da gibt's Bereiche, und dort ist es nichts Neues für mich. Dort erzählt er mir einfach schön und ich denke, ja, ich weiß, was du jetzt meinst und so, es geht mir auch so, denke ich es dann für mich. Und das habe ich auch erlebt, oder? Das sind auch schöne Momente, wo ich sehe, krass, der Promi hat das auch so erlebt oder so. Das finde ich noch geil, so parallel. Ja, das ist komplett verständlich. Ja, und das glaubst andere du, ist, ja? Glaubst du, das ist auch ein Problem eher von unserer Gesellschaft, dass wir einfach eher zu wenig reden und es somit auch mal schön ist, wenn man alleine zu viel redet? Ja, man ist sich vielleicht weniger gewöhnt. Das ist so ein bisschen Ja. diese Zeit, oder? Kann auch sein. Aber du wirst auch schon so Für mich sehen. ist es immer eine Erweiterung. Also wenn einer sich da mega öffnet, es ist auch ein Vertrauenszeichen. Das ist ja, hey krass, der macht jetzt die ganz teuren, der zeigt mir jetzt seinen Kleiderschrank, obwohl ich gar nicht reinschauen will dort. Jetzt macht er den Spiegelschrank auch noch auf für mich und auch noch, eigentlich müsste ich mir sagen, hey, ist too much, ist okay für mich. Also, da muss man einfach nicht gerade alle, weißt du, wie wenn man jetzt zu dir heimkommt, du machst mir gerade alle, look, und da sind im Fall übrigens noch die neuen Hosen und der neue Pullover und da im Spiegelschrank siehst du jetzt meine neue Zahnpasta, die ich gekauft habe und da, es kann auch kann auch too much sein, aber du nennst das kann auch too much werden und genau, und dann ist einfach die Kunst, dass du am anderen wie tust du es am anderen kommunizieren, dass es too much information ist, dass sich der andere nicht vor den Kopf gestoßen fühlt, weil dann kann es natürlich Schlag auf Schlag dann ganz abbrechen. Und ich glaube, bei diesen Leuten, sie möchten dir auch etwas schenken oder sie finden es ein Geschenk, dass du ihnen zuhörst, weil sie eben vielleicht nicht so viele Leute haben, die ihnen zuhören. In der heutigen Zeit ist das vielleicht eine Tendenz, oder? Jeder ist eher ein bisschen individualistisch unterwegs. Mit den Kopfhörern im Zug und so weiter. Und da sehen wir auch bei älteren Leuten, die haben eine scheisse Freude, wenn man dann mit denen anfängt zu schwätzen. Oder? Das ist eigentlich das Normalste, aber was in der heutigen Zeit schon komisch ist. Oder? Das ist recht speziell. Also wenn im Zug, also ich bin jetzt schon mal, ein Kollege hat mir gesagt, er sei im Bus hineingestiegen, ohne Handy, einfach hineingestiegen und habe so im Bus hinein rumgeschaut und aus dem Fenster geschaut. Und dann haben sie so ein paar Junge, so 20-Jährige gehabt, und die haben dann so komisch angeschaut, als wäre irgendein Alki oder irgendwie, also da bist du einfach ohne Handy. Ohne Handy in der Hand. Ganz normal im Bus eingestiegen. Und angesessen und hat rumgeschaut. Das ist so, ja. Das geht ein bisschen unter in der heutigen Zeit. Das schaut jeder auf sich. Das Normale wird abnormal, oder? Das ist das Spezielle. Oder eben, wenn du ein Gespräch suchst an der Bushaltestelle, dann bist du fast ein Psychopath. Dann hat es ein bisschen überspitzt gesagt. Je nachdem, oder? Also, ja, klar, ja. Nein, ist schon verständlich. Jetzt kommt es darauf an, bist du auf dem Land oder bist du in der Stadt Zürich. In der Stadt Zürich bist du dann irgendwie,
Ganz ab den Schuhen, ja, oder ganz. Oder? Was? Der will mit mir schwätzen. Achtung, warte, ich muss ein bisschen Abstand nehmen. Das ist schade, ja. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht mehr in der Stadt Zürich wohne, übrigens. Für deinen Podcast hätte ich mal noch eine Frage. Du tust ja mit diversen Promis auch eben deine Podcasts aufnehmen, Gespräche führen. Wie bereitest du dich denn auf so Gespräche unter anderem auch vor? Weil sie wirken ja gleich immer, wenn man es hört, relativ spontan. Also, was sind da so deine Vorbereitungen drauf und wie wichtig ist die Vorbereitung auf so etwas? Ja, das sind jetzt gerade verschiedene Sachen. Also, spontan wirkt, das freut mich sehr. Das ist nämlich auch wirklich so. Und ich glaube, es gelingt mir so, dass dass es so wirkt, weil genau die Vorbereitung eben auch entscheidend ist. Und das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ich tue mich wirklich gut vorbereiten auf die Gespräche, sonst könnte ich das wahrscheinlich auch nicht so überbringen. Und zwar recherchiere ich zuerst über meinen Gast und dann schreibe ich für mich einfach einmal eine Anmoderation. Oder? Das ist vielleicht so ein bisschen das Typische bei meinem Podcast. Also ich mache nicht einen auf Schawinski und sage, wer bist du, erzähl du mal, sondern ich finde, mein Gegenüber hat eben das verdient, das ist eine andere Sichtweise. Er hat das verdient, dass ich ihn ankündige, oder sie. Weil sie nimmt sich ja Zeit für mich, oder er. Und darum ist das auch, finde ich, eine Form von Wertschätzung, dass man gerade am Anfang, egal wo, wenn man, also das ist jetzt ein Anspruch, den ich an mich habe, an Moderation allgemein, sei es jetzt bei dieser Sendung oder wenn ich auf der Bühne jemanden ankündige. Ich bin als Moderator, der Türöffner oder der Teppichausroller von der Person, die man kennt oder die auf die Bühne kommt oder die in die Sendung kommt. Also ich sehe mich als Moderator nicht ich bin der Star, sondern der zu mir kommt, ist der Star oder der, der auf die Bühne kommt. Das heisst, ich möchte den anderen glänzen lassen. Oder? Das heisst, es gibt viele Moderatoren, die sich dann eben auch als der Star sehen, die eigentlich wie auf dem gleichen Level sind. Das bin ich eben dann nicht. Also ich möchte es so, dass das auch so überkommt. Das ist mir mega, mega wichtig. Also ich mache einfach ich tue ihm den Teppich ausrollen, damit er nachher glänzen kann. Oder? Und das kann ich eben in dem, dass ich gut recherchiere, also mich schlau mache, was ist gerade los bei dem, was für Projekt hat sie oder er und dann versuche ich das so ein bisschen aufzuschreiben, skizzieren, mache eine Anmoderation und das ist dann so ein bisschen ein Türöffner. Also der andere fühlt sich schon mal gewährt, schätzt, cool, der hat sich mit mir befasst, das stimmt, alles shit. Und die einen haben sogar gesagt, ich habe gar nicht gewusst, was ich alles gemacht habe. Du hast mich jetzt erinnert. Danke vielmals für die Ansage. Oder ich habe auch schon auf der Bühne einen angesagt und dachte, hey, es ist genial, wenn ich so auf die Bühne komme. Herzlichen Dank, Gianfranco, für deine Ankündigung und so. Und das gibt dir dann auch wieder etwas zurück. Es gibt dir selber ja das Dankeschön oder den Boost für weiterzumachen, ja? Ja, das gibt natürlich mega Antrieb, wenn du weißt, der, den du angekündigt hast, fühlt sich geehrt. Und dann öffnet, also das ist ja natürlich auch ein Trick von mir, dass sich dann der andere natürlich auch gerne öffnet. Oder? Weil er fühlt sich respektiert, er fühlt sich, der hat sich jemand wirklich vorbereitet für mich, also der hat jemand Zeit investiert, um das Gespräch zu führen. Das ist jetzt bei mir auch so, jetzt, du hast mir auch die Frage geschickt und so weiter. Das gibt ein ganz anderes Gefühl, als wenn du einfach sagst, hoi, schön bist du da, sag mal, wer bist du eigentlich? Oder? Ich meine, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast, eigentlich ein bisschen so. Ja. Also nein, das stellt es mir völlig ab. Also ich habe auch mal auf der anderen Seite da habe ich das gehabt. Ja, jetzt Gianfranco, ja, erzähl mal von dir. Und das ist ja genau das, möchte ich ja nicht. Also es ist ja das Geile, wenn du in eine Sendung kommst. Dann ist ja geil, hey, du bist Gast, du bist eingeladen und die Leute dich doch vorstellen, oder? Und nicht so, du bist an einer Party eingeladen, ja, komm, sag doch uns allen, wer du bist, was du machst, was du kannst. Dann denkst du, hey, du hast mich doch eingeladen und du willst mich doch jetzt deinen Leuten da vorstellen. Es ist gar nicht wieder heim. Also weißt du, was ich meine? Das ist so eine... Aber eben, die einen Moderatoren, die machen dann einfach den Schawinski nach und stellen dann einfach die Frage. Aber das ist jetzt auch eben
Kommunikationsstil von dir unter anderem. Eben, das ist nicht von jedem Moderator oder von jedem, der irgendwie ein Interview macht oder Gespräch führt, sondern wirklich auch eigentlich dein persönlicher Stil, wie du mit dem umgehst. Das ist, ja, das kann gut so ein bisschen das Markenzeichen sein von mir. Also bei Podcast eben definitiv. Also, ich höre natürlich auch immer wieder Podcasts und da sehe ich bei den wenigsten, dass es irgendwie 1,5 bis 2 Minuten Ankündigung gibt, wenn jemand interviewt wird. Oder in der Regel bei Talk-Podcasts geht es gerade los. Oder? Und das ist Geschmackssache und ich habe zum Beispiel, wenn ich eine Veranstaltung habe, wo ich verschiedene Redner ankündige, wo ich den Auftrag habe, das zu machen, dann zum Beispiel vor 2 Jahren habe ich das gehabt, 10 verschiedene Redner vorbereiten und dann nehme ich mit denen Kontakt auf im Vorfeld. Das macht natürlich auch nicht jeder Moderator, oder? Die meisten Moderatoren, die gehen schnell ins Netz, gehen schauen, den Namen eindrücken und dann selber etwas zusammenstellen und kündigen dann an. Und ich finde einfach, du stehst ganz anders da, wenn ich nehme Kontakt auf mit denen. Und zwar mit jedem persönlich. Hey, hast du irgendeinen Wunsch? Weißt du, was soll ich bei der A-Moderation sagen? Und so. Und ich meine, der fühlt sich doch mega happy nachher, weil er weiss, nachher kommt der Moderator und ich weiss genau, wie er mich wird ankündigen. Weil er wird das sagen und in 2 Wochen bringe ich noch das und das raus, das Album oder weiss nicht was. Und er sagt das. Wenn ich jetzt das einfach recherchieren und für mich ein Kärtchen schreiben, hätte ich vielleicht gewisse spannende Informationen, die Leute könnten interessieren, hätte ich dann gar nicht. Und das ist einfach halt dann auch ein Anspruch, den ich habe. Das ist halt das, was man bucht, wenn man mich als Moderator bucht, oder? Dass ich mich wirklich interessiere, den anderen im besten Licht zeigen. Weil dann zeige ich mich ja auch gerade im besten Licht. Weil das ist so, ja. Ich bin interessiert am anderen und ich investiere Zeit für den anderen. Also ich habe der Büssi auch mal angesagt, oder? Und die haben dann mega Freude gehabt. Oder weißt du, er hat keinen Einfluss nehmen. Ja, könntest du nicht noch sagen, er ist dann noch im Arosa Humor Festival, könntest du das noch einbauen bei den... Ja klar, darum habe ich angerufen, oder? Das kann ich jetzt gerade einbauen. Und der hat nachher scheisse Freude gehabt, oder? Und hat mich dann noch auch verdankt. Das ist leider nicht auf Video, weil das wäre der Burner jetzt auf YouTube, oder? Weil er ist ja einer von den meisten oder von den meistgesehensten Moderatoren oder der Klar, ja. meisten Views und so weiter. Und der hat mich dann wirklich öffentlich verdankt nachher bei dem Schlussding, oder? Wir danken da dem Moderator vom heutigen Abend und so. Und das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, der Büssi, wenn ich ihm das auch nicht gezeigt hat, weißt du, mein Interesse, mein wirkliches Interesse im Vorfeld. Was geht bei dir ab? Was hast du für einen Wunsch bei der A-Moderation und so? Und das finde ich mega wichtig. Ja, das ist klar. Du musst eigentlich fast ihm schon etwas bieten, dass er sich auch ein bisschen öffnen kann und ein bisschen das Gespräch zustande kommt. Ganz genau. Wenn du jetzt noch anders, wenn du jetzt dich nicht die Zeit hast, um dich vorzubereiten, also vielleicht auch im privaten Umfeld oder so, wie tust du dich dort, wie gibst du dort einem Menschen das Gefühl, dass er sich kann bei dir öffnen kann? Also, ich meine, ich kenne jetzt von mir aus zum Beispiel, ich versuche dann zuerst mal etwas von mir zu erzählen und dann immer wieder mal auf den anderen einzugehen. Mhm. Mit diesen Sachen. Aber hast du da vielleicht auch noch einen anderen Trick oder wie machst du das, wenn du eben keine Zeit hast, um dich vorzubereiten oder einfach spontan da muss sein? Mhm. Also was sicher ein Trick ist, dass man probiert, ein bisschen herauszufinden, die Situation zu checken. Das ist zum Beispiel bei den Quiz-Shows, dort habe ich das können trainieren, oder? Bei der Olma oder so, wo es darum geht, an einem Stand möglichst schnell, möglichst viele Leute anzulocken. Dann schaust du sie einfach mal an, hey, wie sehen sie aus, wie sind sie angelegt, der hat das Rucksäckchen und so, und dann überlegst du schon mal ein paar Sprüche. Und dann überlegst du, jetzt kann ich, das ist natürlich dann auch wieder eine Übungsgeschichte, oder? Warte, jetzt bei dieser Person, da kann ich jetzt diesen Spruch fallen lassen. Ist schon lustig, mit der Zeit kannst du das ein bisschen lesen. Du siehst jemandem an, ob er wenig geschlafen hat oder nicht. Also sprich, wahrscheinlich vertreibt er diesen Spruch nicht, oder das ist jetzt jemand, der ist jetzt wahrscheinlich gechillt drauf, da kann jetzt mal einer landen. Am Anfang geht so ein bisschen ein Lachen für ein Kützeln, oder? Ja, klar, also, ja. Rauskommen, hey Leute, hey, wie geht es eigentlich draußen? Und dann kann ich schon mal abchecken, weißt du, ist jetzt das Publikum und sagt, was will der jetzt davon? Oder ist das Publikum, das ist so geil, ich sehe davon. Also weißt du, und das
dann, weißt du, ich komme nochmal und wenn ich komme, dann hebt er, und zwar nicht für mich, sondern für die nachher auf die Bühne kommen, also probieren wir es. Klar, ja. Kann so etwas Kleines sein. Interaktion. Hast du 2000, 3000 Leute nachher noch völlig auf der Matte. Also das habe ich in Liechtenstein so erlebt, am Open Air, oder? Und das ist noch geil, das Gefühl, du gehst hinter und es ist eigentlich etwas mega Kleines als Eisbrecher, ein Lacher, etwas Sympathisches, etwas, das ist übrigens auch Stärke von Divertimento, oder? Über sich selber lachen, Text vergessen, weißt du, ich komme wieder, oder? Und so. Das zeigt dich einfach völlig geerdet, oder? Also das macht dich sympathisch, gerade bei 90% im Saal rein. Und hey, das ist ja einer von uns, oder? Und ich finde es nichts Schlimmes, als wenn du neu mit gehst und du siehst einen Moderator an, dass er sich etwas Besseres findet, weil dann stellt es mir gerade ab. Aber das hilft dir wahrscheinlich auch noch, eben, du bist schon mal im Radio gewesen, also eigentlich bist du ja mal Lehrer gewesen. Du bist wirklich vielseitig aufgestellt, von Radio bis Podcast, bis selber auch noch ein bisschen am Touren, oder? Mhm. Das hilft dir sicher auch, eben die ganze Vielschichtigkeit. Du kennst ein bisschen alles, oder? Und du weißt eigentlich in jeder Situation wie ein bisschen damit handeln und hast diverse Arten von, es geht generell Kommunikation, die ist ja eben im Radio, hast du gesagt, ist sie anders, als wenn du auf die Leute zugehst. Und als Moderator bei einer, keine Ahnung, bei einem Event ist es nochmal anders, oder? Wie du die abholen musst. Als in deinem Podcast. Ich glaube, das ist sicher eben bei dir auch sehr gross geschrieben und du kannst da aus einem riesen Erfahrungspotenzial schöpfen, oder? Ja, voll, absolut. Ja, und darum ist wirklich auf meiner Homepage so stark präsent, Kommunikation im Allgemeinen fasziniert mich, oder? Und dann bei meiner Geschichte habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie ich die kann einbringen oder die Skills, oder? Oder wie ich Kommunikation auf ganz unterschiedlichen Ebenen kann leben und erleben auch. Also es ist ja jedes Mal auch für mich ein Erlebnis, wenn ich so eine Begegnung kann haben. Sei es mit einem Publikum draussen, wo ich nicht weiss, wie sie reagieren, oder sei es mit einem Gesprächspartner, wo ich nicht weiss, wie er reagiert, oder? Und du merkst dann auch, klar, meine Gäste, die sind auch ein bisschen geübt in dem, die haben schon 2, 3 Interviews gegeben. Du merkst dann aber auch, weißt du, eben, Influencer oder so, die keine Ahnung haben, vielleicht 5 Interviews in ihrem Leben gegeben haben, aber das Gefühl haben, hey, mit meinen 200'000 Followers, da bin ich in einer anderen Sphäre, aber wenn du mit denen schwätzt, dann sind sie eben auch in einer anderen Sphäre als ein Marco Rima. Und das ist noch das Tragische, finde ich, oder? Aber findest du kannst das auch... wird dann das Profil gestrichen und an einem Influencer, der 300'000 gefakte Followers hat, der hat eine hohe Macht dann, oder? Und ich meine, der andere hat seit 40 Jahren ist er im Showbusiness. Weißt du, das finde ich noch Strauben irgendwie. Glaubst du, du kannst da auch trainieren auf diese Art? Also, wie? Glaubst du, du kannst da auch trainieren, eben wenn du sagst, ein Influencer hat die Erfahrung einfach noch nicht? Glaubst du, ist das lernbar oder muss da auch eine gewisse Grundmentalität haben? Oder? Also ich denke, definitiv ist das eine Übungsgeschichte. Also wie wenn ein Federer auf dem Platz steht, der weiß einfach, wie er den Böllen muss kützeln, dass er auf der Grundlinie abspickt, oder? Und einfach machen, immer wiederholen, immer möglichst verschiedene Gäste, bang, bang. Und mit der Zeit kommst du halt dann wirklich, sage ich jetzt, eine gesunde Routine über. Also dass es ist ja jedes Mal ein anderer Gast, aber die Routine ist die, dass du wie ein bisschen das Feeling bekommst, bei dem muss ich ein bisschen mehr von dem bringen und beim anderen ein bisschen weniger von dem, oder? Und ich glaube, das ist dann das, wo viele vielleicht auch unterschätzen, wo denken, ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Moderator, oder? und wo dann merken, wahrscheinlich sind es dann nach 2 Jahren gewesen und sind dann irgendwo wieder im Büro oder irgendwie so, oder? Und bei mir ist halt wirklich etwas, es ist von klein an habe ich das, oder? Und lustig ist, das ist erst später in der Schule. Also ich habe recht lange den Gegel in der Hose gehabt, um vor einer Gruppe anzustehen und etwas präsentieren oder vortragen. Und so mit 15, 16 hat sich dann der Spieß gekehrt. Weil bis dahin habe ich so immer gedacht, ja, was denken die anderen, wenn ich so vorne stehe, wenn ich das sage und so. Ich habe mich immer mit dem Publikum befasst, aus der Sicht vom Publikum. Eigentlich völlig blöd.
Ja. Eigentlich ist es schon egal, was die anderen denken. Ich mache einfach mein Ding, oder? Aber es ist der normale Gedanke, ja. Genau. Dann geht eben in der Den musst du wie ein bisschen ablegen. Den musst du wie ablegen. Ich sage eben gerade jetzt, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, letztes halbe Jahr online, komplett nur online. Klassenkameraden hast du nicht mehr gesehen. Hockst da in einer Vorlesung mit 80 Studenten drin. Ja, wenn dann einer seine dumme Frage stellt, stellt sie eben kaum eine, weil du nicht nachher kannst zum Dozenten und den einzeln fragen. Und dann wird alles aufgezeichnet und dann haben viele die Hemmungen, die jetzt eben nach einem halben Jahr, hast du jetzt gemerkt, legen es immer mehr auch ab und es wird rege fast schon alle reinreden während diesen Online-Vorlesungen. Hat so ein Nachholbedürfnis? Ja, wahrscheinlich, ja. Gewiss. Ja, aber eben, das sind die Hemmungen, die du ablegen kannst. Und es ist eigentlich ja wirklich nicht schlimm und das muss man unter anderem auch merken, oder? Und es ist sicher auch eine Routine-Sache hinter dem Ganzen. Oder Übungssache, definitiv. Also es gibt solche, die den Punkt wirklich unterschätzen. Ich finde es super, dass sie das jetzt einbringen, oder? Weil das ist ein entscheidender Punkt. Schlussendlich, ob du erfolgreich da vorne stehst oder nicht. Sei es für euch nachher irgendwie, wenn ihr ein Business-Event moderiert oder so. Das ist einfach am Anfang, es gibt so wenige Geschichten, oder? Also wenige Tricks eigentlich, wo ich immer anwende. Das ist so, das Publikum spüren. Also ich tue vor der Veranstaltung in der Regel, habe ich auch schon gemacht, laufe ich durchs Publikum durch. Oder? Also ich habe ein Firmen-Event gehabt, ein Weihnachtsessen, da bin ich wirklich, das habe ich mega können lernen daraus und das war mega positiv gewesen. Da habe ich mit den Leuten geschwätzt, oder? Aber wer sind sie? Sie gehören ja nicht zu unserer Firma. Ich tue nachher den Anlass führen. Okay, ich bin übrigens der Freddy und weiss was. Oder? Und danach, das Geilste ist, du kommst auf die Bühne raus und sagst, genau, und der Eugen ist ja auch da, der sein 30-jähriges Jubiläum feiert und so. Hey, du bist einer von denen. Du spürst es, ja. Das ist oder? Klar, ja. Und das ist schon noch geil, oder? Und das heisst, du musst halt auch das Interesse dafür haben. Also wenn dich der Gesprächspartner nicht interessiert, ist es schwer, ein Interview oder eben ein Gespräch mit ihm zu führen und auch authentisch zu wirken, oder? Ganz genau. Und ich glaube, da sind wir jetzt wieder von dem vom Anfang. Wie schaffst du, dass es so kollegial auch tönt? Natürlich kenne ich einige von meinen Gästen, oder? Von Anlässen und so weiter. Und da kennt man sich auch sonst schon ein bisschen kollegial. Also Johnny Fischer kenne ich sehr gut, oder? Mit ihm am gleichen Ort Ausbildung gemacht. Und dann ist natürlich auch ein bisschen ein Trick, wenn man die Leute schon ein bisschen kennt. Aber ich glaube, bei denen, wo das freut mich übrigens auch mega, dass es auch so rüberkommt, das ist auch mein Ziel auch, oder? Also es soll wirklich einmal die Stars als Menschen zeigen, wie du und ich, oder? Also der Jimma, wie wenn er jetzt da über die Straße läuft und siehst, und dann fängst du an zu schwätzen. Genau so soll es sein und das ist auch das, was ich meinem Publikum oder meiner Hörerschaft möchte bieten, dass sie auch gerade auf dem Sofa hocken mit mir und dem Jimma oder wie auch immer, oder? Und das finde ich cool, ist das so rübergekommen. Und ich glaube, das ist schon das, dass wenn man Interesse ist, das Wichtigste, wenn man Interesse an der Sache hat oder an den Gästen hat oder am Publikum hat, das kommt über oder kommt nicht über. Oder? Hast du es dann auch schon mal erlebt, dass das Gespräch eigentlich wirklich auch ein bisschen in die Hosen ist? Also, dass es wirklich ganz schwer war? Also wirklich, hast du nichts rausgebracht oder hast du gemerkt, dass das nicht richtig gut kommen, das Gespräch? Es ist noch spannend, also ich habe in meinen 42 Gesprächen noch nie eins abbrechen. Genau, also das ist natürlich eben, weil ich die Kommunikation mich ein bisschen auskenne, wie du weißt, eben jetzt musst du ein bisschen die anderen Fragen stellen und so, sonst musst du abbrechen. Und das ist immer mein oberstes Ziel. Also ich will nie unter die Gürtellinie gehen, also das bin ich auch nie und sonst hätte ich eben das ein oder andere Gespräch müssen abbrechen, oder? Wo man hätte können unter die Gürtellinie gehen. Aber das ist nicht mein Ziel. Weil ich tue meine Gäste mit Respekt behandeln, sie bringen mir ja auch Respekt, sie nehmen sich Zeit für mich, genau. Und jetzt zu deiner Frage. Ich habe schon erlebt, also wenn ein Gespräch zum Interview wird, oder? Das, was wir jetzt machen, das ist für mich kein Interview, das ist für mich ein Gespräch übrigens. Oder? Ja, es würde eigentlich im Titel heisst das Gespräch, aber unser Dozent Interview genannt.
Nein, das finde ich gut, weil er weiss wahrscheinlich den Unterschied nicht. Also das Gespräch ist wirklich... Jan, wir erklären es mal, hä? Ja, nein, ist gut. Du kannst mir sagen, lieber Gruß, nein, ein Gespräch ist, wenn du von beiden Seiten etwas erfährst. Oder? Ist so. Ich kann ja jetzt von euch auch ein paar Sachen erfahren, im Gespräch. Ja, klar. Oder? Und Macht ein aber Interview ist eigentlich, ein Interview ist ein Ping-Pong. Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Oder? Und das Gespräch gibt einmal eine Frage, eine Antwort und der andere bestätigt etwas, das habe ich auch erlebt. Genau, ja. Genau, ja. In dieser Situation, dann ist es für mich ein Gespräch. Und das ist für mich immer das Ziel, also dass meine Community auch jedes Mal etwas über mich kann erfahren, oder? Ja. Das ist für mich ein Ziel. Und das habe ich, du siehst, bei den ersten Podcast-Folgen, die sind übrigens auch ein Bruchteil von der Länge, also 12 oder 14 Minuten einmal, also halb so lang wie die aktuellsten. Und da habe ich auch einen Lernprozess gemacht in diesen 3 Jahren, oder? Dort ist es wirklich noch ein bisschen so Tennis-Ping-Pong-mäßig, oder? Frage, Antwort, einfach langweilig, so wie es alle machen, oder eigentlich? Und mein Ziel war dann wirklich, hey, mach mal einen Versuch, dass die Leute auch immer ein bisschen von dir auch noch erfahren können. Und wie machen sie das? Ja, indem du mit dem anderen einfach schwätzt und das Gespräch führst. Ein Gespräch heisst, vielleicht stellt dir der andere auch mal eine Frage, wie ist es bei dir? Und das ist der Optimalfall, oder? Weil dann ist es wirklich ein Gespräch. Wenn dann ein Rima zurückfragt, oder? Dann ist es ein Gespräch, weil das würde an einem Schurni nicht, der Schurni tut er nicht zurückfragen. Im Schurni hast du ganz klar 2 Positionen. Der Schurni und der Gesprächspartner. Und das ist das, was ich schön finde an einem Gespräch. Das ist ein Geschenk, das ist eine Bereicherung. Das finde ich das Schönste an der Kommunikation allgemein übrigens. Eben nochmal zum Thema. Eben, eigentlich gibt es nicht wirklich schwere und einfache Gesprächspartner. Es kommt auch immer darauf an, wie man sie angeht, oder? Oder eben, wie sie die Bindung zu dir finden. Man kann auch mit einem komplizierten Menschen sicher gute Gespräche führen, aber auch mit einem, der gar nicht erheblich ist oder wirklich aus einem sehr einfachen Verhältnis kommt, kann man genauso ein interessantes Gespräch machen. Ja, ich habe wirklich, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ich kann keinen Namen nennen, aber ich habe wirklich ein paar auch Girls in meiner Sendung gehabt, die ich anders erwartet habe. Und ich dachte, das ist so ein bisschen Pin-Up-mäßig, die hat wahrscheinlich nicht so viel in der Schüssel, sieht super aus und so. Aber hey, ich habe tiefgründige Gespräche zum Teil mit auch solchen Frauen können führen, oder? Und da bin ich sehr, sehr positiv überrascht gewesen. Also, muss ich wirklich sagen. Und ich jetzt am Anfang einfach so das Blaue aus und denke, ja, die ist jetzt schön auf der Fötterli, oder? Und das andere gibt es natürlich auch. Du hast jemanden, wo man kennt und der hat einfach verschissen geschlafen, weil er irgendwie 5 Interviews haben müssen am Vorabend in einer Premiere oder so. Und du merkst, ja, das ist jetzt einfach ein bisschen runtergeklärt. Luft ist aus. So. Ja, das merkst du. Also, es ist schon gut. Also, die wirklichen Stars können das überspielen. Oder hat sich einen Dodo getroffen, der hat Jetlag gehabt, der hat sogar dann noch, mit dem Reinlassen mit Dodo, der hat sogar dann erwähnt, oder? Während dem Gespräch. Und der hat auch selber gesagt, ja, jetzt du, wir bringen das schon auf die Reihe. Und so. Aber da macht ja dann der andere wieder sympathisch, oder? Aber die ja, klar. Du merkst, eben Tagesform ist auch so ein wichtiger Punkt, auf beiden Seiten. Wie bin ich drauf, wie ist der andere drauf? Und je nachdem gibt es ein bisschen ein fruchtiges Bouquet oder es gibt einfach ein Bouquet. Manchmal gibt es sogar noch ein bisschen Streusel drauf, wenn es dann wirklich geflutscht hat, oder? Wenn es wirklich der Flow drin war. Ich muss sagen, hey, heute war es ein geiles Gespräch gewesen. Und dann finde ich wirklich, dann gibt es dir ein geiles Gefühl. Weil du weißt, du hast den anderen auch auf einem guten Ding gezeigt, oder? Aber Rima konnte ich zum Beispiel helfen mit diesem Gespräch, oder? Klar hat er den viel, viel, viel grösseren Namen. Ich bin der kleine Wurm neben dem, oder? Aber vielleicht war er gerade noch froh in dieser Zeit, wo er wirklich sich exponiert hat und angeschossen wurde in den Medien, dass er mal eine halbe Stunde Marco Rima ist, wie er eben wirklich ist. Ja, zeigt Menschen eigentlich wirklich von einer anderen Sicht, ja. Genau. Und auch von einer persönlichen Ebene. Bei dir ist ja ein bisschen... Man ist trimmt auf die Headlines. Also es ist auch noch krass. Sorry, dass ich da viel vom Rima erzähle, gell? Aber es ist halt der aktuellste. Ja, der aktuellste, ja. Ja, genau, darum ist es vor.
Und viele sind wirklich gerade in diesem Zusammenhang auf die Titel fixiert. Ich glaube, in dieser Krise allgemein. Oder? Es wird ein bisschen so gesteuert und geschürt, oder? Man macht mal einen fetten Titel und dann muss der Rest gar nicht gelesen werden, weil dann... Du weißt, es geht schon, ja. Genau. Oder weil die Leute sind eher auf der Bequem oder auf der Fullschiene, du willst gar nicht den Artikel lesen, der Titel langt da schon, um dir den Nokia zu attchen oder nicht, oder? Und das finde ich auch ein bisschen zu Unrecht, oder? Also ich meine, nur gerade beim Riemann noch einmal kurz, ich kann ein Foto mit ihm aufentun, jetzt bin ich mit dem Riemann im Gespräch. Also weißt du, mein klassisches Thumbnail, oder? Mit meinem Gesicht und dem Gast im Gesicht, dann komme ich 2 SMS über. Was, du und der Corona-Lügner? Geht ja gar nicht. So quasi, jetzt bist du auch einer von denen. Oder? Ja, das finde ich noch krass. Also wie die Leute wirklich so fixiert sind aufs Reduzierte. Und einfach gesagt, ja, los mal den ersten Tag. Dann reden wir wieder miteinander, oder? Aber es ist krass, weißt du, das Foto mit ihm, und du bist schon einer von ihm, oder? Also, eigentlich wäre ich mit allen im Nest gewesen, oder? Mit der Linda Fee, mit Ding. Es ist noch krass, nicht? Ja, so, wahnsinnig, ja. Also, man ist so reduziert, entweder aufs Bild oder auf den Titel. Das ist doch ein bisschen speziell, finde ich, ja. Aber jetzt bin ich abgedriftet. Bei dir ist ja eigentlich, also wie ich es auch ein bisschen mitverfolge, privat und geschäftlich fließt ja teilweise auch sehr drin rein, weil du ja überall mit voller Leidenschaft auch dabei bist, oder? Mhm. Also, wie tust du es aufteilen? Zum Beispiel Kommunikation wirklich im privaten Rahmen, als Familienpapi oder als Moderator, Podcaster geschäftlich? Gibt es einen Unterschied oder bist du immer genau gleich? Oder musst du das ein bisschen differenzieren? Nein, die Frage ist genial, finde ich, weil das Jahr ist ein spezielles Jahr, wo das Geschäftliche und das Private verschmolzen lassen hat. Also zwungenermaßen oder wie auch immer. Ich bin mehr daheim gewesen. Das ist Fakt. Und wenn ein Moderator und Podcaster mehr daheim ist und seine Kinder auch mehr daheim sind und seine Frau auch mehr daheim ist, voilà, dann gibt es einen Podcast. Dann gibt es einen Kinderpodcast, oder? Das ist so ist geboren eigentlich, die Idee, oder? Und das ist natürlich auch geil. Also wenn du Familie und Beruf kannst verschmelzen, wären wir bei der Familie Knie, oder zum Beispiel. Ich meine, etwas Schönes gibt es eigentlich gar nicht, finde ich, wenn du kannst arbeiten, das sage ich immer gerne, wenn du kannst arbeiten, ohne dass du arbeiten, dann hast du es geschafft. Klar, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, wann ist der Papi und wann ist er wieder im Büro und ist eben dann kurz nicht Papi, oder? Weil er halt dann ein Telefongespräch muss machen und nicht möchte unterbrochen werden. Du, ist das Lego-Teil von Seite 3 oder Seite 4, damit ich den Propeller fertig machen kann? Nein, jetzt habe ich ein Meeting. Und das ist natürlich, das ist recht eine Challenge, oder? Also das habe ich extrem gelernt. Ich habe Vorteil gehabt, ich habe schon vor dem Lockdown Homeoffice gekannt. Oder ich bin seit 1,5 Jahren selbstständig. Also mein Büro war immer schon daheim gewesen. Aber ich tue es trennen, jetzt zu deiner Frage. Jetzt die Kanäle, die wir haben, LinkedIn, Facebook, Instagram und was es alles gibt. Als TikTok bin ich übrigens nicht dabei oder noch nicht dabei. Nein, es ist wahrscheinlich eher weniger für mich. Aber vielleicht muss ich dann auch mal irgend so etwas machen. Item. Auf jeden Fall, die Kanäle ermöglichen mir, das ein bisschen zu kanalisieren. Also auf LinkedIn, da tue ich grundsätzlich nie meine Familie rein. Die einzige Ausnahme war die Woche jetzt gewesen, oder? Da habe ich das Feedback vom Dr. Hannes Geisser auf unsere Kooperation hier. Da habe ich gefunden, doch, das ist auch noch etwas Unternehmerisches, oder? Es zeigt so ein bisschen die Flexibilität in der Krisenzeit von unternehmerischem Dasein, oder? Dass man sich öffnen kann, dass man Kooperationen eingeht und so, finde ich, das stört es nicht. Im Gegenteil, ich kann so auch Skills zeigen, hey, der ist anpassungsfähig und so weiter, oder? Aber dort lasse ich zum Beispiel meine Kinder jetzt aus. Bei LinkedIn. Und der Theo ist in dem Sinn, wir haben 5 Fotos von ihm, also wirklich 5 Fotos im Zusammenhang mit dem Projekt. Und die, wenn eine Zeitung kommt, sind sie letzte Woche wieder gekommen, im Zusammenhang mit dem Museum, oder? Dann gibt es einfach die 5 Fotos, fertig. Weil ich will nicht, dass irgendwie am Schluss 200 verschiedene Fotos von ihm im Netz oben sind, oder? Ja, man kommuniziert es ja dann auch klar und es muss dann auch respektiert werden, oder? Genau. Schau, Fakt ist, Social Media kommt immer weiter oben runter.
Ich meine, heutzutage hat es 8-Jährige mit einem Facebook-Account, wo halt den Jahrgang 1988 rein tun oder weiß nicht was. Und dann kommen sie einen Account über. Fertig. Ich meine, das sind Tatsachen. Also Social Media kommt immer weiter oben runter. Also, jetzt kann man es so machen, dass Kinder das im Versteckten machen. Oder man kann es geführt machen. Und wir machen das geführt. Oder? Also ein Kinderpodcast ist ganz klar geführt, weil im Museum sowieso. Und du tust das ja mit der Familie anschauen. Das ist für Kinder und Familie. Und die haben jetzt die Möglichkeit, das geführt kennenzulernen, das Medium Podcast. Also, da kann man Play drücken, da kann man etwas hören. Ein Podcast ist eine kurze Geschichte nur für die Ohren, nicht zum Schauen, sondern nur zum Hören. Und so. Also, da lernen sie ja auch, da werden sie auch angeführt auf das Thema. Oder? Ja, eben, es dreht sich ja nachher schlussendlich genau wieder ein bisschen um so Storys wie, ich sage jetzt grob gesagt, die heutige Jugend siehst auf dem Schulweg alles als Handy. Zu meiner Zeit war es noch gar nicht der Fall gewesen, oder? Also, geschweige denn zu deiner Zeit, wo das Handy wahrscheinlich, hast du das Tastenhandy gehabt. Und dort hast du eben noch miteinander geredet. Wenn der richtige Buchstabe gekommen ist bei der SMS. Kann ich auch noch, ja. Das 3-mal andrücken, bis du beim C bist, ja. Genau. Eben, dann, das ist natürlich, Kommunikation läuft heute, also, wie wenn jetzt neu mit einem Resti hockst, gegenüber, aber beide sind am Handy. Das ist ja dann auch wieder Kommunikation schwindet ja dort. Oder sie ist eher mit WhatsApp schreiben. WhatsApp schreiben. Ja, ich finde es noch speziell, Kommunikation ist in der heutigen Zeit, willst du gleichzeitig mit möglichst vielen reden. Und das Schlimmste, also ich tue es positiv formulieren, ich tue immer, wenn ich mit jemandem abmache, dann hat einfach von Anfang an mein Handy zweite Priorität. Einfach fix. Entweder bleibt das Handy ganz daheim oder es bleibt in der Jackentasche oder wie auch immer. Aber es hat zweite Priorität. Erste Priorität hat die Person, die ich in diesem Moment treffe. Und ich glaube, das ist die grosse Challenge jetzt, oder? Dass die nächsten Generationen, da sind wir jetzt zum Glück jetzt schon nicht mehr dabei, aber die nächsten Generationen müssen das lernen. Also fokussieren. Jetzt hast du dein Gegenüber und jetzt hast du nicht gleichzeitig 235 andere Leute, die online wären, die jetzt auch noch anstupsen kannst, sondern jetzt hast du mit dem Kollegen abgemacht. Leg das Teil auf die Seite, oder? Genießt Zeit miteinander, ja. Also das Bewusstwerden, also vielleicht hat es auch mit dem Fokussieren zu, sich auf etwas können fokussieren. Und wenn du mit einem Kollegen abmachst, musst du dich auf ihn fokussieren, weil der schenkt dir auch seine Zeit. Und das finde ich, das ist so etwas, wo man vielleicht jetzt neu muss lernen oder die neue Generation muss lernen. Also wann lege ich das Handy weg und wann lege ich es nicht weg? Eigentlich für uns völlig klar, oder? Aber für die neue Generation wird das eine Challenge werden, weil die werden recht ins Messer reinlaufen. Wenn sie im Moment das Handy die vorne haben, an einem Bewerbungsgespräch oder so. Oder? Zum Teil eben, wo kommt. Hast du erlebt, an einem älteren Gespräch haben das Kind mitgenommen und schau, da ist das Tablet. Kann ich sagen. Und dann auch noch dem Kind sagen, hey, schau, jetzt gehen wir mit dem Lehrer schwätzen und jetzt möchte ich, dass du auch 20 Minuten zulässt, weil es geht um dich. Ja. Oder? Eben, aber du kannst schon nicht mehr erwarten, das Normale ist schon nicht mehr normal. Also mit dem Kind kalt stellen, schau, jetzt ist mega schwierig, jetzt sind Erwachsene, die miteinander reden. Schau, Tablet da, kannst du deine Serie schauen, die du sonst 24 Stunden schaust. Nein, dann passt doch das auf, was die reden und lernst daraus selber für das Gespräch. Eben zum Thema Kommunikation, wo ja dann auch lernbar ist. Man muss ja irgendwo etwas aufsaugen, um es lernen. Ganz genau. Aus nichts kommt nichts, oder? Mhm. Definitiv. Wer hast denn du so als Vorbild, wo ich sage, jetzt auch kommunikationskompetent ist? Oder wem eiferst du da ein bisschen noch? Gibt es da überhaupt jemanden? Also sehr vorbildlich, allgemein als Mensch und als Familienvater und als wirklicher Promi ist für mich der Roger Federer, oder? Weil was der angebracht hat, vierfacher Vater, der 20 Jahre in der Top 5 Tenniszirkus ist, der hat schon ein paar Skills, oder? Wo man muss sagen, doch, da ist noch ein bisschen mehr dahinter, als einfach gut Tennis spielen. Also klar, er hat den ganzen Staff rundherum, der ihn auch abschirmt. Ich habe ihn persönlich auch schon getroffen, noch nie mit Mikrofon, aber das ist ein Fernziel und Vision, das muss man auch haben, oder? Ich habe ihn auch schon getroffen und dann war Mirka da und da hast du gerade gemerkt,
sie ist in dem Moment seine Managerin gewesen, oder? Weil er hat sie gefragt, du, kann ich und so, oder? Und dann merkst du, dann muss er nie Nein sagen, weil es ist ja immer Mirka, die Nein sagt. Und das ist eigentlich noch eine geile Strategie, weil er muss ja nie jemandem einen Absagen geben. Er ist nicht schuld, Also, ja. Nein, das finde ich noch cool. Also, klar, das ist immer eben, jetzt kommen wir zum Umfeld. Das Umfeld ist auch mega entscheidend, oder? Und durch meine Frau, die tut mich extrem auch unterstützen, oder? Also, sie tut mir da ein bisschen den Rücken frei behalten, auch für so Geschichten, oder? Und ja, aber das Vorbild, einfach die Art und Weise von der Kommunikation, dass man skandalfrei bleiben kann, das ist für mich eine Kunst. Ja. Weil ich meine, je höher, je bekannter dass du bist, je höher oben dass du bist, desto einfacher bist du desto exponierter bist du. Und wenn du exponierter bist, sieht man deinen Arsch von unten. Also weißt du, was ich meine? Wenn du auf den Baum verkletterst, dann sieht man deinen Arsch von unten. Deutsch gesagt. Eben, Kommentare wie von Marco Rima, die schlagen natürlich dann riesen Wellen. Also ich sage jetzt so, wenn du oder sogar mehr den Kommentar würden bringen, bei uns verschluckt es irgendwo, oder? Würde ja nicht mal präsent werden, aber so Kommentare von höheren Tieren oder von prominenten Leuten schlagen dann natürlich Riesenwellen. Ja, voll. Und dann kann es eben ein Satz kann auch eine Karriere killen. Wenn du auf dem Baum oben den falschen Satz brünzelst, oder? Dann wirst du verrissen. Dann wirst du wirklich in der Presse verrissen und an dem einen Satz aufgehängt. Weil die musst du dir vorstellen, die Presse sind wie Aasgeier, oder? Die warten genau auf so einen Moment. Und das ist das, was ich zum Beispiel Federer erstaunlich finde. Der ist seit 20 Jahren auf diesem Baum oben und es gibt keinen Skandal. Oder? Das ist für mich ein Sheriff-Style. Also ich meine, jeder, der irgendetwas Negatives über ihn schreibt oder erzählt oder sagt sich selber ins Bein. Und ich meine, wenn du das geschafft hast, dann hast du Kommunikation im Griff. In dem Fall auch dein Ziel für die Zukunft. Das ist mein Ziel, ja, dass ich mein Ding durchziehen kann. Ich meine, und das hat sicher auch mit Selbstliebe zu tun, also Selbstvertrauen, Selbstachtung, Selbstwert. Wenn du diese 3 Sachen entdeckst in dir, dann hast du Selbstliebe und dann kann dich nichts umtischen, weil du weißt, hey, das, was du machst, das kannst du auch. Oder? Das macht dich dann auch stärker, du wirst bestätigt in dem, durch Auftritt, durch Aufträge, und das gibt dir Stärke. Oder? Und das brauchst du auch dort oben, oder? Und mein Ding, ich meine, klar, es gibt immer Leute, die mich einen Schafsäckel finden und das sind ja die Regeln. Wenn du niemand bist, dann belächeln sie dich. Wenn du etwas wirst, dann fangen sie an zu ignorieren. Und wenn du erfolgreich wirst, dann hassen sie dich. Oder? Und das ist genau das, oder? Ich meine, ja, der Spinner, der geht doch jetzt immer am Abend, hast du wahrscheinlich gesehen, ja, verdammt spät am Arbeiten und so. Und ja, du musst Opfer bringen, weil irgendwann ist ja auch das Ziel, ein bisschen Geld verdienen mit dem. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Influencer-Generation. Auch Dienstag hat noch 24 Stunden. Ja, und die haben das nicht geschafft. Und alles, oder? Oder ein Federer, der ist nicht einfach so der Federer geworden. Der ist halt immer doppelt trainiert. Und das wissen die wenigsten. Oder? Und vor allem die wenigsten von denen, die ihn kritisieren, weil er jetzt dort am See eine geile Hütte machen kann. Warum kann er sie machen? Weil der ist 20 Jahre da oben gewesen, aber er hat 40 Jahre für das geschafft. Ja, kommt ja nicht von heute auf morgen, geht einfach den schönen Kronen aufsetzen, oder? Nein, man sieht einfach den Eisberg, oder? Aber das, was unter Wasser ist, das 2 Drittel unter Wasser ist. Das sehen eben die wenigsten. Das wissen auch die wenigsten, ja. Cool. Nein, das ist schon Arbeit dahinter. Aber es ist Arbeit, die man Freude macht. Und es ist ja jedes Mal, kann ich wachsen mit diesen Begegnungen. Jetzt übrigens auch. Also die Fragen, die du mir stellst hast, jetzt und auch geschrieben hast, ich meine, das tut mir mega gut. Also, es gibt wieder mal einen anderen Blickwinkel wahrscheinlich auch auf das Thema, weil sonst wendest du es an und wir befassen uns ja aktiv mit dem Thema und wenn dich ja auch ein bisschen wie aus der Reserve, also nicht aus der Reserve locken, aber ja, das finde ich cool. Wie rauskützeln, oder? Ja, weil schau, die Energie, das ist auch so ein geiler Satz, finde ich. Die Energie fließt immer dort an, wo die Aufmerksamkeit anfließt, oder? Und wenn ich jetzt von euch merke, ihr seid da mega aufmerksam und zuhören und wir schwätzen über das Thema,
Das ist etwas Schönes bei der Kommunikation. Wenn du das spürst, dann wächst etwas. Dann spürst du einen Flow. Hey, das ist das gleiche Interesse auf beiden Seiten zu einem Thema. Dann kannst du in die Tiefe gehen, weil dann kommt Energie rein. Und überall dort, wo Energie reinkommt, da kommt etwas Schönes, oder? Dort hast du eine gute Basis, ja, für alles. Und eben Kommunikation wächst Dort auch kann auf es dieser wachsen. Basis. Genau, dort kann es wachsen. Ja. Dort, wo Energie anfließt, dort wächst. Also es war ja auch mit dem Kinderpodcast so gewesen, oder? Ich meine, ich hätte den Battle anrühren im März, oder? Dann sagen, Scheiße, jetzt bin ich selbstständig, jetzt habe ich keine Jobs mehr, jetzt es bricht alles ab auf der Bühne und so. Nein, da musst du eben kreativ sein. Ein Pro ist ja etwas Positives. Positiv. Pro, oder? Also das Problem tut dich wachrütteln, zum Lösungen zu finden, oder? Also das heisst, eigentlich, klar, ich meine, es ist einfacher gewesen, wenn du nicht selber von einem Schicksalsschlag betroffen bist jetzt, oder? Ich meine, es sind alle gesund, Holzanlagen jetzt in meinem Kreis, oder? Aber vielleicht möchte uns die Krise auch aus der Reserve locken. So, hey Leute draussen, Menschen, es geht euch verdammt gut, jetzt sind wir mal ein bisschen kreativ. Uns Jetzt mal ist ein bisschen jetzt ist zeigen. der Käfer gekommen, scheiße, oder? Und jetzt können alle go brüllen, go jammern. Oder jetzt können alle denken, jetzt ist eine neue Situation, jetzt kann man auch vielleicht Chancen nutzen, neue Kooperationen eingehen, mit anderen Leuten schwätzen, die man vielleicht sonst nicht schwätzen würde. Oder? Hat auch der Rima gesagt, oder? Genau, ja. Nein, das gibt wirklich, es gibt auch Chancen. Also, ich habe jetzt da, eben den Kinderpodcast, habe ich etwas entdecken, wo ich ohne die Krise hätte ich einfach für mich mein Zeug aufgenommen mit dem Theo und so. Und jetzt habe ich auch ein Produkt schaffen, oder? Wo ich auch einen Mehrwert für andere Leute generieren kann. Und eben, wenn du mit deinen Sachen, die du gerne machst, wirst du besser. Und wenn du dann kannst einen Mehrwert für andere generieren, dann hast du etwas gefunden, wo funktioniert. Und das ist ja dann für, wenn du einen Mehrwert kannst bieten, dann wird es auch für den Markt interessant, auf beide Seiten, oder? Dann wird es auch für dich monetär dann interessant. Und dann wirst du vielleicht mehr gebucht und so. Das ist so, ja. Sehr spannend, ja. 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 Ich denke, Also ich glaube, von uns wäre das alles gewesen, oder? Ehrlich? Ja. Gut. Sehr schön. Danke vielmals. Ja, das freut mich doch. Danke auch. Jetzt haben wir das aufgenommen, nehme ich an, und tun das Genau. verschriftlichisieren. das wäre Übt das so. Ziel, ja. Nein, da bin ich mega gespannt, Genau. was da rauskommt. Das ist cool. Und am Schluss, wenn wir es dann noch Also gibt es noch irgendein Mäppli oder irgendwie 2, 3 Seiten? Das haben wir verdammt viel erzählt. Ja, das Ziel ist, was steht da? Ich glaube, 2 Seiten sind es. Maximal 2 Seiten sollen wir unser Interview zusammenfassen. Super. Unsere wichtigsten Erkenntnisse daraus nehmen. Also nicht einfach wiedergeben, was wir dir für eine Frage gestellt haben, sondern einfach wirklich ein bisschen erarbeiten und alles nochmal durchgehen. Was sind die wichtigsten Essenzen, die wir da rausgespürt haben, oder? Und schlussendlich dürfen wir dann auch noch 16.12. Präsentation darüber machen. Über dich. Und Okay. Genau. Und 16.12. Also schau, ich biete euch an, wenn ihr wollt, oder wenn es so etwas bringt oder wie auch immer, ich komme auch gerne zu euch vorbei an die Präsentation. wir müssen sie eben auch online machen. Was wir könnten, ist der höchstens Ding zustellen oder mal fragen, ob du dürftest dabei sein. Ja. Wir sind auch nicht mehr in der Schule, weißt du? Wir sind auch nur noch daheim. Ja, eben. Hä? Ja, Genau. Nein, der Rat hat einfach- entschieden. Weißt du, wenn irgendwie Rückfragen kommen oder so, oder hey, schau, jetzt schaut sogar rein heute zusammen, ja, hallo zusammen. Wir schauen, ja. Wenn ihr wollt. Also ich würde es euch anbieten. Ich habe es super cool gefunden jetzt. Sehr Ja. gut. Sehr schön. Und Vielen eben, Dank. wenn ihr mir noch schnell einen Gefallen könnt machen, auf iTunes und Spotify irgendeinen Kommentar hinterlassen, über es alles trifft. Bewertung. Mach ich noch. Ist gut. Machen wir. Und auf den Social Media Kanal tue ich den Jan Marbach in dem Fall jetzt auch suchen. He? Ist gut. Hey, danke euch vielmals. Perfekt. Coole Ja, Tag danke. Danke auch. und schönes Wochenende, gell? Ja. Bis Wochenende. Tschüss. Ciao zusammen. Ciao. Ja.